Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Tag, Caroline. Dag, lief Flugschott zu Hus und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind endlich die Schulferien dran. Und das ist, ob man fortjöcke date in Ferien oder in Köln blieb, es ist ein Zick für eine Ausflug. Ja, da kann ich nur sagen, Heidi Witzka. Och, was schön, das Liedchen vom Karl Bühr. Kannst du da doch vorsingen? Wenigstens der Refrain? Ja, der Refrain, ich probiere das. Heidi Witzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötsche fahren wir so jen. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wann über uns die Sterne funkele. Heidi Witzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötsche fahren wir so jen. Boah, was schön. Ich wusste ja nicht, dass du so schön singen kannst, Hermann. Das ist aber toll. Kannst noch der Anfang von dem Lied auch singen, damit man weiß, wie es losgeht? Ja, es geht los. Einmal im Jahr da wieder ein Schiffstour gemacht, denn so ein Fahrt hätt keinen Bad und so viel gab. Boah. Das haben die Mieze Zuhörer auch nicht gedacht, dass du so singst. Was bist du ne dolle Künstler. Jetzt aber zu dem Liedchen noch eins, ne? Da tät der Karl Bühr sich sicher freuen, dass das Hüg auch noch so bekannt ist und Luther wieder abgegriffen wird. Es geht ja Glück die Sache, dass der da mit dem Heide Witzka, dass der da der Anfang gemacht hat von Heil Hitler und dann doch noch der Kurve gekriegt hat. Aber ja, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht so genau. Was man bestimmt weiß, ist, dass sie das so ja als Nationalhymne genommen haben. Da kann ich mich ja nicht mehr richtig daran erinnern. War das irgendwo in den USA? Ja, das ist ja der Dritt-Tunesien-Song, der sie gesungen haben, Platz Nationalhymne. Und dann das Lied 1953 ist der Adenauer nach Chicago gefahren. Und da hatten sie das als Wisternöld, das von dem Deutschlandlied die dritte Strophe gesungen wurde. Und die haben aber dann das mit der Schiffstour und Heide Witzka gespielt. Ist doch jetzt Finges. Ja. Also einmal im Jahr fängt das an. Es heißt, ja, wird also so eine Tradition, dass die Leute einmal im Jahr so eine Tour gemacht haben? Ja, waren wohl, man hätte in dem Lied gut ja nur von Kerls ist da die Rede, ne? Das waren Kegelclubs, aber gewöhnlich war die ganze Familie dabei. Also ich weiß von mir daheim als Göttel, das war also für den Krieg noch 1938, ich war 8 Jahre, also, dass man noch Königswinter gefahren ist. Da tät dann mit Tisch und Stuhl, tät dann ein Schlückchen trinken, vielleicht auch ein Häppchen essen. Und was mich interessiert hat, das war jedes Mal die Goethe. Ein Raddampfer, wo links und rechts die Schaufelräder waren. Das war für mich spannend, wenn ich da die Maschine in den Maschinenraum gucke, Dorf, wo da wie da die Maschine so lief. Aber jetzt komme ich ja nicht schwade. Das war aber ja nicht das Müllermer Bötsche, ne? Das war der Köln Düsseldorfer, ne? So ist es. Die machen ja arg viel. Also, es geht ja traditionell, es ist die Fahrt mit der 3Z. Mit der 3Z, was ist das dann? Das heißt Zündorf, Zolonische, zurück. Schön, ja. Das war das Müllermer Bötsche. Nee, das war nicht das Müllermer Bötsche. Das hätte ja nur der Fährbetrieb aufgenommen. Ach so, ja, von links rheinig ging es dann nach Müllermer rüber. War aber nur ein Personenverkehr. Genau, aber der Köln-Düsseldorfer, die fahren ja auch wirklich der Ringe rup und der Raff. Und man kann auch nachts um Schiff Musik hören und müffeln und süffeln und ein bisschen tanzen. Die machen arg viel. Also jetzt kommen wir auch in das Verzelle. Also du bist dann mit dem Schiff nach Königswinter gefahren und dann zu Fuß ob der Drachefels oder mit der Zahnradbahn?
Ne, zu Fuß. Für die Drache, für die Zahnradbahn war kein Geld da. Auch nicht für den Krieg war ja auch noch, da konntest du mit dem Esel oder mit dem Pferd riegen. Da hielt ja auch das Lied, mal riegen mit dem Esel auf der Drache Fels und trinken Drachenblut. Ne, da wurde zu Fuß gegangen. Bis boven op de Spitz? Ja, bis boven auf der Spitze, ja, sind wir zu Fuß gegangen und die Zahnradbahn ist natürlich auch bis boven auf der Spitze. Die hätte allerdings eine Zwischenstation gemacht. Ja, das mäht die Hüg auch noch an der Drachenburg. Da kann man manchmal schöne Ausstellungen belohren. Aber ich mein, boven ist es ja viel, viel schöner. Da hat man so ne dolle Blick, da könnte ich stundenlang sitzen und einfach nur luren. Ist das schön da boven? Ja, um noch uns auf die Zahnradbahn zurückzukommen. Es gibt heute noch in Deutschland 4 Zahnradbahnen. Das ist einmal die in Königswinter, die Zugspitzbahn, die Wendelstein-Zahnradbahn und in Stuttgart. Jeder da noch ein. Und hatte ich das gesagt, eine Zwischenstation hätte die Zahnradbahn ja auch heute noch, der Drachenburg. Ja, die hatte ich alt hinter mir gelassen und war am Schwärmen, wie schön das da boven ist. Da kann ich auch direkt noch Wege machen mit der Wirtschaft, die da boven ist. Die hat ja jahrelang keine Wirtschaft und es wurde renoviert und man wusste ja nicht, was draus werden soll. Und jetzt hier so ja ein Event-Location. Ob Jodkirch gesagt, Event, und manchmal ist da wirklich, Event heißt ja, dass jetzt los ist, und manchmal ist da wirklich jetzt los, wenn du da boven bist, und dann kommt ein Schulklasse noch der nächste, da ist es so laut, und deshalb mögt man besser in der Mittagszeit kommen oder morgens ganz früh, dass man ein bisschen Ruhe hat. Also mit der Schulklasse wurde das so laut, und dann wird die Lehrerin zum Drache, vom Drachenfels, oder? Komisch, ne? Die Lehrerin und der Drache, ist doch komisch. Also der erzählt aber, der existiert mit der Drache. Ich habe auch als Kind ein bisschen Kamasche, ja, der europaweilige Drache, vielleicht ist ja doch jetzt dran. Und viel später habe ich das gelesen, dass das ja nicht von dem Drache kommt, aber vom Trachit, also von den Steinen. Trachit, Stein, das sind doch dann wohl, ist ein Vulkanstein, oder nicht? Ja, das ist doch vulkanisch, das Sibbegebirg. Also Sibbegebirg. Bloß also der Drachenfels, der Valkenburg, der Petersberg, der Nonnenstromberg und so weiter. Aber es sieht ja noch viel mehr wie die Sibbe. Ja, Wie kommt dann da der Name Sibbegebirg zustande? Also eigentlich ist es mir wie 40. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das ein bisschen mysteriös machen wollten. Ne? Also ja. Die Sibbe ist ja sonst auch so eine heilige Zahl. Ja, oder stimmt. im Märchen jede die Sibbe Rabe, ne? Ja, die 7 Schwaben und so weiter. Die 7 Weltmeere, die 7, die Gaben des Heiligen Geistes, Luther Sibbe sind das. Ja, selbst im Vater unser, jede 7 Bitten. Da Mensch, staunst du, ne? erstaunlich, aber verhaftet. Ja, das ist... Aber jetzt gucken wir mal auf. Moment, das Lied sich, jetzt sind wir einmal dran, das Lied sich ja leicht verklären. Da können die Leute ruhig uns ein bisschen lehren, das finde ich nicht verkehrt. Ja, ich kann ja auch hier noch jetzt lehren, erzähl. Also die Sibbe ist ja nur heilig, weil sie die zusammengesetzt haben aus der heiligen Zahl von der 3, von der Dreifaltigkeit und der 4. Die 4 ist die Zahl von der Äd, also von den 4 Flüsse im Paradies und von den 4 Himmelsrichtungen und zusammengezahlt 3 plus 4 ist ja Sibbe. Ach, und was deshalb, du all weißt. Ja, das. Du kannst singen und ich weiß jetzt, das ist doch gut, Ja, schön. Zusammenpasst. Aber mit der Sibbe, das stimmt, das ist eine Interpretation, die man machen kann. Das andere ist, was man gut auf Kölsch verklären kann, mit dem Sibbe und Siefe, ne? Siefen, ja, wenn es richtig kletschen tät, dann tät man das am Siefen. Ja, und Ach, da geht das her, Mensch. Die Wolke blieb ja an dem Sibbegebirge hängen. Und dann kommt ganz viel Wasser rauf und im Dal geht dann so ein Bach fließen und deshalb ist das Gebirge, wo so viel Wasser ist, das kann nicht doch geben. Da bin ich so alt geworden, muss ich das auf meinen Alltag noch, wie ich das gewahrt.
Und das geht halt viel länger. Ja, wir hoffen ja, dass es keine reingeht, wenn uns Lev Lückscher hier der Ausflug machen. Also, ihr könnt dann auch am Eng noch schön in Königswinter das hier Kaffee schlappen und die Lückbelore, die da Landsterring spazieren und dann jod wieder noch Köln Retour mit dem Schiff oder mit der Bahn. Auf jeden Fall wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Ausflugstag und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschö.